Hallo zusammen, hier ist Crown Cletus oder der Chris. Das ist das Free-for-All, das ich jetzt endlich aufnehmen konnte. Nach einem Zeitchen, wo ich gar nicht online gehen konnte. Klappt es jetzt wieder? Keine Ahnung. Ich spiele mit der MSMC. Der erste Kill verkacke ich gerade unglaublich. Und da war es definitiv mein beschissenes Aiming gewesen. Das sind eben die Low-Leveler und scheinbar haben sie das Level noch nicht so gut gekannt. Oder ich weiss es auch nicht. Auf jeden Fall ist es wirklich gut gelaufen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich mit dem gross wieder angehen oder so, weil eben es sind Low-Leveler. Aber wie ich schon angetönt habe, das folgende Game, wo wir dann gespielt haben, hatte ich keine Chance gehabt. Wirklich keine Chance gehabt. Und das ist extrem eigenartig gewesen, muss ich wirklich zugeben. Also, ich habe glaube ich ein paar Waffenaufsätze dabei. Der Griff offensichtlich. Habe ich auch FMJ noch drin. Auf jeden Fall habe ich so einen Shockcharger dabei, habe das C4 dabei. Und das ist eine göttliche Kombination. Da kann man sie schocken, stunnen in dem Sinn. Man kann Wege hinter sich blockieren und dann weiss man, wenn ein Gegner kommt, man kann auch mit dem C4 wunderschöne Actions durchgeben. Ihr seht es nachher. Und die Sache ist natürlich da. Ich kenne es noch nicht so gut. Das ist das erste Mal, als ich Free-for-All die Map spiele. Und darum bin ich halt wieder so ein bisschen mehr am taktisch bewegen, sage ich jetzt mal. Es geht ja darum, dass man herausfindet, wo die Spawns sind. Und wenn man auch über die ganze Karte säckelt, ist es zum Teil schwierig. Darum macht es Sinn, wenn man sich so ein bisschen an gleichen Positionen aufhält. Und da kann man es dann ein bisschen ausnutzen, dass man das eben schon ein bisschen kennt, aber eben auch nicht immer am gleichen Ort bleiben. Darum bewege ich mich natürlich auch ein bisschen. Hier habe ich schwenken, dass der am Nachladen war, weil wieder sehr, sehr schlechtes Aiming habe ich hier gezeigt. Jetzt müsst ihr schauen, schocken das ich. Ich denke, da ist einer. Reagiert, C4 rein und klicke die Klack. Ich finde es ultra geil. Und eben Scavenger habe ich natürlich dabei. Also Plünderer als Perk. Und eben, der tut den Shockcharge wieder aufnehmen, dann nimmt C4 wieder auf. Es ist wirklich wunderschön, wunderschön. Dann ist jetzt gerade eine Situation gekommen, kein Blanka, wo die Gegner sind, kein Blanka, wo sie herkommen. Und ich bin einfach, nach den Erlebnissen, die ich jetzt gemacht habe, nicht einer, der gerne rausstürmt und dann durch einfach abkassiert wird und nicht einmal der Gegner kann abkassieren, weil meine Schüsse nicht registriert werden oder so. Darum, lange Rede, kurzer Sinn, auch ein bisschen vorsichtig gewesen. Da habe ich gesehen, dass einer oben drauf ist und da habe ich angenommen, dass er mir nachspringt. Das war nicht der Fall gewesen. Ich kann mich hier jetzt weiter bewegen mit der natürlichen Vorsicht, wo jemand, der nicht gerade abkratzen will, vielleicht sich bewegt. Hier ein bisschen Scharmützel gehabt, von hinten noch angeschnitzt wurde. Der zum Glück noch verwünscht. Und der spielt die ganze Zeit, glaube ich, nur mit dem Messer oder so. Ich weiss nicht genau. Es zeigt sich dann auch noch einmal hier ein bisschen hin und her gemeint, der kommt zur Tür rein, alle falsch gemeint. Irgendetwas ist abkassiert worden, ich habe doch ein bisschen Panik, habe keine Ahnung, was läuft. Mal einen Shockcharge rausgesehen, dort ist einer, das hat reagiert. Aber leider nicht rausputzen. Und dann habe ich gedacht, da wartet der Tobi auf mich, laufe ich weiter. Da war irgendwie AFK, also ein Gratis-Kill. Und Drohnen, Hunter-Killer und Counter-Drohnen finde ich optimal. Die hast du extrem schnell. Drohnen hilft dir, wo die Gegner sind. Hunter-Killer gibt dir sicher einen Kill. Und der Störer verwirrt dann alle anderen. Da habe ich leider zu spät reagiert. Eigentlich hätte ich da früher müssen sehen. Er hat auch schön dort oben gewartet. Und seht ihr hier, es gibt natürlich auch noch andere Wege hier rauf, aber das ist der offensichtlichste. Habe ich dort schön einen Shockcharge her tun. Jetzt sehe ich, wenn jemand von hinten kommt, würde es reagieren. Hier einer gesehen, das ist nichts geworden. Jetzt ist dann neben mir durchgesäckelt und hat mich messern. Ein Schwein gehabt. Ja, da kommt er nochmal. Und jetzt habe ich ihn wieder schön schocken, die arme Sau hat eigentlich keine Chance. Der hat wirklich keine Chance. Also, unterschätzen die Shockcharges nicht. Viele verzichten ja auf Blendgranaten und das Zeug. Aber es ist in meinen Augen ein Fehler. Es ist aber auch ein Fehler, wenn man nicht Plünderer nicht dabei hat. Es wird erst relativ spät freigeschaltet, aber es ist fast ein Muss, weil die Sache ist die, wenn Plünderer nicht dabei hast, hast du einen Schock. Boom. Leider nicht gelangt, habe noch ein bisschen nachballern. Hast einen Schock und ein C4 jetzt in meinem Beispiel und das so lange, bis du halt stirbst und dann bekommst du etwas Neues. Aber mit dem Plünderer offensichtlich, seht ihr, ich spamme das Zeug da raus. Die Schüsse jetzt, glaube ich, vom Theatermodus noch ein bisschen verzogen gewesen, aber es kann auch sein, dass ich so leid habe geschossen. Also ihr seht schon auch, das Problem, dass ich es halber so extrem verkacke, kommt auch daher, dass ich halt wirklich nicht das beste Naming habe. Aber andererseits, ja, schön verwünscht. Andererseits
geht es halt darum, dass man ein bisschen strategisch spielt. Und da hat er gesehen, ich habe gehört, dass einer von hinten kommt. Da habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt umdrehe, im Fall von Schiessen, werde ich vielleicht gefickt. Springen runter, schmeissen den ganzen C4 noch her und vom Explosionsradius, der noch relativ gross ist, putzen ihn gerade. Der andere hat auf die Fessel geschossen, hat sich selber gekillt, auch immer wieder sympathisch. Da gibt es jetzt noch ein kleines... Das C4 hat ihn noch schon verdammt geschädigt und er war schon weit in diesem Container drin. Also schon strange. Ja. Und der Fitzbomb, das ist ein kleiner armer Bursch, weil ich glaube, der hat keinen einzigen Kill abkassiert und er ist ja hier mit der Pumpe auf mich zugekommen, was eher unglücklich ist auf dieser Map, ausser du nutzt halt Positionen gut aus. Da hat er jetzt mal Klasse gewechselt und vielleicht hat er es gewusst, die Scorpion-Klasse, also die mit der Scorpion Evo, Maschinenpistole, die Klasse hat ja Ghost dabei. Knarre schießt extrem schnell, was es zum Teil noch schwierig macht, aber auf der anderen Seite wäre es vielleicht mal ein Versuch wert, mit der am Anfang zu spielen, wenn man ein bisschen Mühe hat. Ghost geht zuerst mit 55 und ich möchte nicht unbedingt jetzt das gross promoten, Ghost zu nutzen. Am Anfang habe ich gesagt, ich schiesse das mal auf das Perk, aber ich musste dann auch merken, dass mit den UAVs ist schon noch abgefahren und dadurch, dass das Ghost jetzt ein Rusher-Perk ist, wo man muss sich bewegen, dass man nicht angezeigt wird, ist es schon spannend. Ich bin auch gespannt drauf. Es wird jeder Drifter oder irgendeiner wird ein Testvideo machen, inwiefern das Ghost sich jetzt verhaltet mit Bewegungen und Kreisli laufen und so. Das wird sich dann zeigen. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Bin noch ein bisschen abgeschweift. Es gibt aber auch viel zu erzählen. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt während dem Game. Unten links war ja das Crown-Logo, also das, was ich selber designt habe. In meinem eigenen Team habe ich das eigene Logo. Free for all ist das noch stylisch. Ja, das wär's gewesen. Und wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Jetzt wird sicher noch ein bisschen gezockt. Ciao zusammen.